Herzlich willkommen zu der bisher besten Folge, die Viva la Movolution jemals aufgenommen hat. Denn ich bin bei einer Filmbesprechung dabei. Ich, der Seppi. Unglaublich. Schallender Applaus. Jetzt bist du einer. Das ganze Rottal applaudiert. Ja, ich glaube, dass er einen Großteil jetzt ausgeschalten hat. Aber dann so laut, dass es wie Klatschen angehört hat. Das nicht mehr. Ja, weil sie eine Walkmans alle und Wind geworfen haben. Schöne Walkmans. Mit großen Batterien. Mei, das Rottal ist so geil. Das ist so fortschrittlich. Dieses Rottal. Diese Rottal-Biffin. Ich hätte es gerade, ich bin nicht allein, leider. Der krumme Gurkenkane ist auch dabei. Du darfst eine Loa-Folge aufnehmen, wenn du magst. Na. Dann mal nicht lang und so leider. Weil keiner das wertschätzt, wenn ich wieder allein über Wrestling schmerz. Bei der Vorbereitung, die da gelaufen ist, kein Wunder, gell? Scheiß kein Beitel und alles Kacke und 20 Minuten, bis einmal ein Ton kommt. Also da brauchst du nicht beschweren, dass da keiner Lust drauf hat. Ja, die Technik war ein bisschen zäh. Technik. Da muss man vielleicht so funktioniert es immer. Es funktioniert immer, nur bei dir nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da im Flurfunk schon anderes wahrgenommen, aber das ist ja nichts für die Hörer. Das sind ja intern aus, die plaudern wir da jetzt lieber nicht aus. Wer hat was gesagt? Wer mich ausgeschmissen werden? Mike, es ist sofort raus, der Mike. Also hiermit offiziell, Mike ist gekündigt aus dem Podcast. Ich wasche meine Hände in Holy. Nichts damit zu tun. Das ekelhafte Holy-Säufer, das regt mich vielleicht auf. Das ist ja nicht die erste Filmfolge, wo du dabei bist, aber hast du mit mir schon mal eine Folge zu The Batman aufgenommen? Ja, und zu The Thor. Stimmt, beim Tor 4 haben wir uns auch das schön auslassen. War der Corby auch dabei? Nein, der war nicht dabei, weil das war im Nachhinein, was wir rausgefunden haben, dass der Corby den Film so toll fand und dann so lustig. Ja, genau, das war unser ganz besonderes Date und der Corby hat es dann gecrashed mit einer Aussage, die ich so nicht teilen kann und für den ihn bis heute in andere Augen sehe. Ja, da hat sich irgendwas verändert zwischen dem Corby und mir. Das ist so wie bei How I Met Your Mother, wenn sie im Kopf dann dieses Klirren haben und was bricht. Ja, so war das. Also ich hab's richtig gemerkt, das ist jetzt einfach nicht mehr das, was da mal war zwischen uns. Und seitdem schauen einfach ganz anders so. Das ist einfach, aber ja gut, soll ja halt den Humor haben von jemandem, ich weiß gar nicht, mit was man es vergleichen kann, Leute, die einen Humor haben, die Tor 4 gut finden. Das ist so ein eigener Schlag, würde ich sagen. Ja, das ist ganz schwer zum Definieren. Aber gut. Ich dachte, hätte einen Corby so nie eingeschätzt, aber naja. Ja, nicht. Aber man weiß ja, man kann den Leuten nicht einschauen. Genau so ist es. Das heißt, die einen hängen sie im Wald, die anderen schießen sie in den Kopf und der dritte, der findet Tor 4 lustig. Und seine Ziegen. Ja, genau. Boah, diese gottverdammten Ziegen. Grausam. Wechseln wir zu dem Film von heute, weil sonst rege ich mich gerade wieder auf, Seppi. Was haben wir uns angeschaut? Was erzählen wir die Leute heute über was? Ja, stimmt. Wir haben ein Filmthema. Und zwar haben wir die Chance gehabt, zu einer völlig gottlosen Uhrzeit Clown in a Cornfield anzuschauen. Vor dem Bundesstaat. Gottlose Uhrzeit. 21.45 Uhr am Freitag möchte ich mal kurz reinschmeißen. Wir sind offensichtlich alle 3 Jahre alt. Ich habe um halb zwei in der Früh. 130. Um halb zwei in der Früh das letzte Mal ins Bett geschaut und ich habe den ganzen Samstag habe ich Unwohlsein verspürt, weil ich einfach nicht richtig ausgeschlafen war. Ja, du musst nicht länger schlafen. Ja, habe ich nicht können. Wenn es hell wird, dann bist du vorbei. Und ich habe natürlich Jalousie nicht da. Ja, das sind alles deine Fälle, aber nicht die der Vorstellungszeiten. Deswegen ist der Film jetzt im Nachhinein betrachtet noch schlechter, wie ich ihn damals im Kino schon empfunden habe, weil ich jetzt richtig grantig bin, weil ich den ganzen Tag verschissen habe deswegen. Hey, davor hat es noch köstliches Essen gegeben. Das ist wahr. Wir waren nicht im sondern im Reis, Reis-Vietnamese, kann das sein? Irgendwie so, ja, aber englisches Reis. Englisches Reis-Vietnamese in Vilsbiburg, kann ich nur empfehlen. Da gibt es köstliche, halt's euch fest. Sag's nicht! Ente. Oh, jetzt weg. Die ist einfach genial. Ich war in der Zwischenzeit einen Namen dort und hab mir Namen eingebaut, weil es so gut war. Ehrlich? Ja, am Sonntagmittag die Frau eingepackt, eine halbe die Weltreise nach Vilsbiburg unternommen und sauber einen Monster vollgeschlagen. Aber wir schweifen schon wieder ab. Das stimmt, ja. Clown in der Cornfield haben wir uns angeschaut, wie der Seppi schon gesagt hat. Im Zuge unserer Sneak des guten Geschmacks, die im Rahmen der Nacht des guten Geschmacks läuft, die wir ja zusammen mit dem Cineplex ins Leben gerufen haben. Jetzt gab es anscheinend Sneaks am laufenden Band, weil auch schon Screamboat vor 2,5 Wochen ungefähr gelaufen ist und jetzt gleich noch einen Clown in der Cornfield neu geschissen. Aber
Was möchtest du machen, wenn die Leute so viele Horrorkassetten bringen? Ja, musst du mal länger aufbleiben. Eben. Und für manche Filme tut man das auch gern. Sepp, um was geht's denn bei Clown in der Cornfield? Kannst du das die Leute auch verzeihen oder soll ich das machen? Oder soll man wer war nur dabei? Soll man Florian rufen, dass der das verzeiht? Telefonjoker, machen wir den? Machen wir den, ja. Das war eigentlich mal eine gute Idee, dass wir irgendjemanden blind anrufen und er muss uns dann das schnell erklären da drinnen. Das war super, in einer Live-Schalte vor 1000 Leuten. Clown in der Cornfield ist eine Buchverfilmung, und zwar ist es eine Young Adult Horror-Serie. Da gibt es mittlerweile 3 Teile. Clown in der Cornfield, Clown in der Cornfield 2 Friendo Lives und Clown in der Cornfield 3 The Church of Friendo. Und der Friendo ist ja die böse Hauptfigur in diesem Slasher, und zwar ist es ein ganz amüsanter Clown, der sich im namensgebenden Kornfeld versteckt und von da aus ein paar Teenager massakriert. Schauen wir uns das Ganze aus der Sicht der Quinn Maybrook an, die mit ihrem Vater nach dem Tod ihrer Mutter in das kleine verschlafene Dörfchen oder Städtchen, was auch immer das ist, Kettle Springs zirkt und da quasi dann neu an der Schule ist und neue Freunde findet, und sie versucht da so ein bisschen zu integrieren, und dann passieren halt komische Sachen mit komischen Clowns. Das war's. Genau. Fast so wie jeder Horrorfilm mit Clowns. So in der Art. Also haben wir quasi alles gesagt für heute, können wir wieder vegane Ente essen. Geil, Leute. Jetzt hast du es auch noch ausgesprochen. Jetzt schalten die Letzten aus. Jetzt schalten die Letzten aus, nachdem sie wissen, dass wir vegane Ente gegessen haben. Beste. Es gibt ja immer Sneak-Bewertungen bei diesen ganzen Sneaks, die sie da machen im Cineplex. Und bei den 4, mit denen wir mir zusammenarbeiten, eben Vilsbiburg, Neufahren, Erding und Waldkraiburg, gängen die Noten vom 2er bis zu 4,5 fast. Ehrlich, wo? Kannst du das nachvollziehen, dass es so breit gefächert ist, die Bewertung? Ja, kann ich tatsächlich. Also ich muss gestehen, ich habe ihm versehentlich einen 2er gegeben, weil ich geistig zu dieser späten Stunde nicht mehr ganz anwesend war und irgendwie nicht mehr im Schulnotensystem, sondern irgendwas anderes überlegt habe. Ich wollte ihm eigentlich, also wenn man nach Schulnoten geht, dann da die ihm, glaube ich, bestenfalls sehr wohlwollend 3- geben, weil er doch sehr zäh ist teilweise. Also er braucht eine Zeit, bis er in Fahrt kommt. Und er hat halt schon, also das ist so ein bisschen das Ding von der Reihe, dass die so ein bisschen mit Slasher-Klischees spielt. Ich finde aber, dass der Film die irgendwie nicht so richtig satirisch oder sowas packt, sondern die einfach abspult. Also das, weiß ich nicht, das hat irgendwie nichts. Ich habe mir gedacht, das war irgendwie, die Charaktere werden ein bisschen ausgespitzter oder sowas dargestellt und dass man irgendwie ein bisschen humoristischer in das Ganze angeht, aber es ist tatsächlich lange Zeit einfach wirklich ein plattes Klischee mit den typischen Charaktere, mit sehr flachen Dialogen, und das, glaube ich, spaltet dann schon ein bisschen, weil irgendwie scheint er anders zum sein, wie er dann lange Zeit ist, und bricht dann erst so in der Mitte ein bisschen in das Lustige auf. Ja, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das einige einfach nicht erwarten können. Das gleiche habe ich mir auch gedacht, ja. Der braucht wirklich, also die erste Hälfte, die ist unglaublich langatmig. Mhm. Die Figuren sind sauber uninteressant. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, als dann auch diese Gruppe Jugendliche eingeführt wird, denke ich immer so, geil, alles Unsympathen, die sind absolut prädestiniertes Kanonenfutter, da wird man so gut wie keinem nachweinen von denen. Und dann denkst du irgendwann so, ja okay, jetzt mach einmal hin hier, jetzt gib ich mal ein bisschen Gas zumindest. Und ich habe gelesen, er läuft ja auch im Fantasy-Filmfest und da wird er so als der Crowdpleaser anscheinend da angekündigt. Und im Nachhinein, als ich den jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, ja, na. So, also für mich war es jetzt nicht so der Crowdpleaser, weil mich der eben auch nicht durchgehend richtig gut unterhalten hat, sondern eigentlich nur so die letzte Hälfte, da habe ich Spaß gehabt bei dem Film. Aber am Anfang haben wir gedacht, jetzt hier mal Handbremse lösen und Gas geben, bitte. Ja. Und vor allem, wenn man schaut, wer da Regie und Drehbuch gemacht hat, das war der Eli Craig, der Tucker and Dale vs. Evil gemacht hat. Und wenn man den so im Hinterkopf hat, der ist halt schon nochmal eine ganz andere Kragenweite, wo es da Fun und witzige Ideen und so angeht. Ja. Und bei Clown in der Cornfield, das wartet alles so ein bisschen, also die ersten Kills sind dann relativ uninspiriert irgendwie, das passiert dann halt so einfach, das passiert, hat man das Gefühl. Ja, genau. Bis dann der Friendo die im Trailer ja schon fast komplett vorkommt, die Kornfeld-Szene, ja, wo er dann mit dem Mund zu halten, oder? Genau, ja, da wo das mit dem Mund zu halten ist und wo er dann das erste Mal mit, ich glaube, was war kein Pfeil und Bogen, sondern eine Armbrust, ja. Quasi die Party crasht. Ja, bis dahin ist das wirklich alles so mal nach Zahlen und nicht sehr spannend. Also es baut so ein bisschen diesen
unterschwelligen Konflikt zwischen den Generationen auf, weil das ist auch das, was die Buchreihe auszeichnet. Da wird es sehr gelobt dafür, dass quasi so ein bisschen eine Sozialkritik auch drin ist. Die Elternleute in deren Stadt sind sehr konservativ, die möchten quasi die gute über die Zeit wieder zurückholen. Die Jungen finden das eher scheiße, die möchten einfach ein neues Leben aufbauen, sind zukunftsgewandter. Und das ist da alles sehr platt. Also das wird da so ein bisschen mit der Schaufel ins Gesicht gehauen. Einer von den Jungen hat da ein, zwei so Monologe, da habe ich mir ein bisschen geschämt. Ich weiß nicht, das war ein wenig fremdschämig. Wobei das natürlich eigentlich war so ein interessantes Thema, aber so wie es dann umgesetzt wird, fand das schon einfach wirklich sehr platt. Also das funktioniert dann auch nicht wirklich. Ich habe oft nicht unterscheiden können, sollte das jetzt ein Witz sein oder ist das ernst gemeint? Weil der Sarkasmus, wenn er denn das gewesen war, der funktioniert nicht. Ich weiß nicht, dann stempelt das einfach als einen schlechten Dialog ab, wo es vielleicht anders gemeint ist, aber ja, das sind so schon ein paar so Schwächen im Drehbuch und im Charakterdesign, die einfach nicht den Film durchgehend funktionieren lassen für mich. Ja, und das Gleiche haben wir nicht auch noch mit dieser Kritik, die sie da anbringen wollen, mit diesem Generationskonflikt und die Sozialkritik, die sie einbauen, weil er hat ja mal 2020 dann auch diesen Bram Stoker Award für den besten Young Adult Novel gekriegt. Mhm. Und als ich den Film so gesehen habe, weil wie du schon sagst, das ist so platt, das ist ja wirklich nur durch einen Monolog vom Cole am Ende mehr oder weniger hingeworfen worden. Ja, genau. Das war mir auch ein bisschen zu plump, einfach nur hingeschissen, da ist überhaupt keine Unterschwelligkeit dabei, dass man sagt, okay, das erzählt man vielleicht ein bisschen so nebenbei, ja. Was das eigentliche Thema ist. So ist es einfach nur irgendwie ein gefühltes 0815er, die alten Leute mengen die Jungen nicht, die werden erstmal verdächtigt, dass sie nur Scheiße machen. Und sie müssen sich da irgendwie dafür rechtfertigen, also wie man es aus 1000 Filmen schon gesehen hat. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr, naja. Das hat mich interessiert, also das war das erste Mal, dass mir jetzt auf die Idee gebracht hat, oder dass mir der Film auf die Idee gebracht hat, dass ich sage, ich möchte das Bier jetzt mal lesen, zumindest den ersten Band, weil mir einfach interessiert, wenn der den Preis auch dafür gekriegt hat, dann muss ja das so unglaublich gut und viel besser umgesetzt worden sein als in dem Film. Wenn es nämlich da genauso umgesetzt worden ist, dann frage ich mich, für was das der Preis eigentlich steht. Ja, das kapiere ich dann auch nicht. Aber die Bücher werden ja gerade für das sehr gelobt. Also das muss bei denen schon besser funktionieren. Wobei man natürlich auch sagen muss, so Young Adult Romane und so weiter, die haben halt in der Regel für ein Publikum, das jetzt noch nicht so viel gesehen hat in ihrem Leben, weil halt jung sind und vielleicht manche Sachen ein bisschen spannender auffassen wie mir, die wir ja schon quasi jede Geschichte aufgesagt haben, die es so gibt auf der Welt und nur sehr selten überrascht werden. Eben, uns kann nur Star Wars überraschen. Ja, genau. Da ist das vielleicht dann einfach, ja, vielleicht ist es einfach auch so gut umgesetzt, dass für Jugendliche einfach so gut funktioniert. Vielleicht ist das der Twist drin. Dass es ein wenig simpler ist, das kann ich mir schon vorstellen bei so einem Young Adult Ding, auf das wir da jetzt nicht einmal beharren, dass es unglaublich subtil und was sein muss und mich so voll aus die Socken hauen, aber zumindest ein wenig besser als ein Monolog. Ja. Also ein bisschen mehr hätte ich schon. Es geht ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Tribute von Panem oder so hernimmt, das sind ja auch Young Adult Romane und die funktionieren ja auch. Ja. Also das kann schon auch für ein erwachsenes Publikum passen, aber ja, wie gesagt, bei sowas bin ich immer vorsichtig. Habe ich nicht gelesen, die Tribute von Panem-Dinger. Kann ich nicht sagen, wie gut dass die für Erwachsene funktionieren. Aber ja, ich habe nicht einmal alle Filme gesehen, glaube ich. Ja, nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, aber ich habe Hörbücher habe ich mir irgendwann einmal angehört gehabt. Okay. Und die waren eigentlich gar nicht schlecht. Ja, schlimmer als der dritte Teil kennen sie jetzt der Film. Ja, den weiß ich gar nicht mehr. War das der letzte mit dem Philipp Seymour Hoffman, kann das sein? Ich weiß gar nicht, ob der da noch mitgespielt hat. Ich habe den im Kino gesehen und ich habe nie den Abschluss von der Reihe gesehen, weil ich war nach dem dritten so entsetzt, wie beschissen das ist, dass ich den vierten nicht mehr angeschaut habe. Den letzten, den ich jetzt gesehen habe, war diese Neuaufmachung, da der komische Schlangenvogel, was Ding. Der war wieder mal ganz okay, aber ich bin ein bisschen raus aus dem Bereich. Ja, manche Sachen soll man vielleicht einfach nicht ins Unendliche ziehen. Da ist vielleicht dann einmal ein oder zwei Teile dann da gelungen. Und so fürchte ich wird es da sein. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich möchte das Studio bestimmt noch einen zweiten Teil machen, wenn nicht nur einen dritten, wenn es schon so viele Bücher gibt. Ja, und es ist ja, man muss ja dazu sagen, ohne dass man jetzt spoilert, aber es bleibt ja was offen bei einer Figur, mit der man nur einen zweiten Teil machen kann. Ja, auf alle Fälle. Also gehe ich auch mal stark davon aus, dass es noch einen zweiten Teil geben wird, weil ich glaube,
Ich glaube, dass es schon funktioniert für ein junges Publikum, so wie du vorhin nämlich gesagt hast, dass so Young Adult Geschichten ja eher ein bisschen seichter ans Thema ohne gängen, so ist, finde ich, ist auch bei dem Film, der ist eher für so, also mir kommt nur so vor, als war er eher für ein jüngeres Publikum gemacht, um die ein bisschen an Horror heranzuführen. Ja. Weil einer, der schon viel, wie du vorher gesagt hast, der schon viel gesehen hat, so wie wir, der Film kann uns mit irgendwelchen Slasher-Thematiken nicht überraschen oder so sarkastisch auf die Schippe nehmen, dass wir drüber lachen können. Und dann eben auch mit dieser unterschwelligen, in Anführungszeichen, nein, unterschwellig ist eigentlich gar nicht einmal in Anführungszeichen, in dieser absolut überschwelligen Sozialkritik, damit kann er uns halt auch nicht wirklich abholen, weil da hat man auch schon zwei gesehen, die das einfach besser machen. Für mich ist der wirklich so, der Film ist ab 16, du bist 14, den schaust du jetzt halt heimlich an und bist beim ersten Mal sehen, bist du erst mal voll geflasht und denkst so, wow, krass, da hat so einen Kopf gerissen und einen Kopf abgehauen und was weiß ich. Aber für einen erfahrenen Seher ist das ein bisschen Zwing. Ja, das ist tatsächlich, also Hardcore-Slasher-Fans hören da, glaube ich, tatsächlich ein Punkt drum machen, ist ein Einsteiger-Slasher, ja, wie du schon beschrieben hast. Man merkt das ja an den Kills, die haben jetzt nicht übertrieben krass oder sowas. Wir haben ja schon ein paar Gewaltspitzen, sagen wir mal, drin, aber die haben jetzt nicht so, die haben eher ein bisschen, was sagt man denn, sagen wir vielleicht comichaft oder sowas. Also du hast jetzt nie irgendwie dir gedacht, oh Gott, wie eklig oder sowas, sondern eher so, Meistens ist es halt auch noch ein bisschen im Dunkeln und so, dass man gar nicht so krass sagt. Also es ist schon ziemlich, wie die erste Hälfte, da fahren sie mit Vollbremsung und Handbremse, ist bei den Kills dann so, dass eigentlich nur noch mit der Handbremse umeinander gefahren wird. Es wird nie richtig Vollgas geben. Genau. Also genau richtig für einen, der noch nicht sagen darf, aber sich heimlich anschaut. Und was man nie empfehlen hätten, dass man das tut. Auf gar keinen Fall. Das ist, in unserer Zeit war das noch anders. Da haben wir einfach alles vorgesetzt gekriegt, aber schau, was uns wollen ist. Also. Eben nix. Jetzt versuchen wir, dass wir, jetzt sind wir Mitte 50 alle und versuchen es mit einem Podcast über Filme noch irgendwie hinzukriegen, unser Leben. Und es ist schwierig, glaubt's mir's. Warum ist es schwierig? Weil ihr alle keine Steady-Abos habt. Das ist jetzt der Moment, wo ihr einen digitalen Geldbeutel auszieht und sofort ans abschließt. Der geizigen Pimmel. Brutal. Gehen mir die auf Nerven. Fast so viel auf Nerven wie diese scheiß Jugendgruppe aus Clown in der Kornfeld. Die ist wirklich sehr unsympathisch. Das ist ja unglaublich. Die wohnen sie in einem kleinen Saubauerndorf drinnen und meinen, sie machen jetzt mit irgendwelche Friendo-YouTube-Videos da den großen Internet-Hype. Sind wir die vielleicht auf die Nerven gegangen? Brutal. Aber alle irgendwie ein wenig bekannt vorkommen. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe da nochmal durchgeschaut. Die Hauptdarstellerin jetzt da, die ich glaube Katie Douglas heißt, die kenne ich von nirgends her. Da haben wir gedacht, die kenne ich hundertprozentig. Da wollen wir auch sicher. Und beim Cole, bei Carsten den kennt man aus Lock and Key. Ah, genau. Den kennst du aus Lock and Key, den Carsten McCormack. Genauso wie ein Kevin Durant, keine Ahnung. Das ist so der typische Base von so der B-Riege Hollywoods. Ja, genau. Den kennst du aus, natürlich aus Lock and Key oder The Strain, also die in sein Gesicht sechst du überall mal. Ja, der bei Ding hat er auch mitgespielt, bei Walking Tall, glaube ich, gell, mit dem Rock. Da war das sein Gegenspieler, der was zum Rauffahren ist. Das kann sein. Dann auch den Vater von der Katie, den kennst du aus Hannibal, der hat da immer ich glaube auch so einen Spurensicherungstypen gespielt, am Brian. Und ja, wie gesagt, die Katie... Der Sheriff war auch noch einer, der mal bekannt vorgekommen ist. Ja, den weiß ich, da habe ich aber jetzt nicht mehr nachgeschaut bei dem, weil der ist ein bisschen, der ist enger so wie der Kevin Durant, noch unbekannter, man kennt ihn, aber man darf niemals seinen Namen wissen. Ja, genau. Darum habe ich bei dem jetzt nachgeschaut, weil ich dachte, du bist es einfach nicht wert. Will Sasso heißt er übrigens. Will Sasso, ja. Ja, wie gesagt, die Katie Douglas, die hat in 1000 Filmen mitgespielt. Lauter so komische Sachen, die ein bisschen so Jesus-mäßig sind, wie zum Beispiel der Kurzfilm What Would Jesus Do? Oder Lazareth oder keine Ahnung, das war's mit Jesus-Sachen. Okay, das war also lauter Jesus-Sachen. Ja, genau, lauter Jesus-Sachen, habe ich ja gesagt. Ansonsten, was haben sie da noch? Fernsehfilme wie Mary Kills People und Thicker Than Water. Die Serie Nurses, also nichts, was ich kenne, vielleicht kennt sie jemand anderes, The Girl Who Escaped, The Kara Robinson Story, aber ich kenne sie nicht. Sagt mal, ist ja nichts. Ich kenne sie nicht, bin ich raus, dieses unbekannte Pack. Auf alle Fälle alle sehr unsympathisch, vor allem die Blonde da, die Janet. Ja, die ist also ausdruckslos, gell? Die zwei, drei Damen, die sind wie so Wachsgesichter. Da passiert nichts bei denen, wenn die reden.
Unglaublich. Und die war aber nur so jung, was sagst du, der hat eigentlich noch nicht, gehört eine coxmassig vollgespritzt sein, sondern deine Mimik sollte eigentlich nur natürlich wirken. Aber nein, sie ist sehr erpicht drauf, dass sie keine Mimik hat. Dann nur der scheiß Matt, der obligatorische Football-Zipfel. Ja, brutal. Der ist auch der nächste Unsympath. Also sie haben wirklich geschafft, die unglaublich unsympathische Crew aufzustellen. Auch der Tucker, der noch mit dabei ist. Die einzige, die einigermaßen für mich funktioniert hat, war die Ronnie, die mit die Lokal. Und der Cole, der war halt die ganze Zeit ein bisschen zwiespältig. Da hast du nicht so richtig gewusst, was mit dem los ist. Und war immer ein bisschen schwierig mit dem. Naja. Ja, ich habe mich nicht wirklich mit irgendeiner Figur identifizieren können. Ich fand eigentlich nur den Vater vor der Quinn an Dr. Maybrook, den fand ich cool. Ja, also du hast halt einfach das wird wirklich alle so aus dem Klischee-Handbuch drin gehabt. Gell? Du hast den Sportler-Trottel, dann hast du den komischen Weirdo, der im Holz rumstreift. Dann die junge Chicks, die irgendwie cool sein möchten, und sie halt dann das New Girl, und alle halt wirklich maximal oberflächlich. Also da hat keiner irgendwie großartig Dimensionsschichten auftragen, die gingen alle schön mit kaum einer Tiefe voran, und das, bei dem einzigen, was es ein bisschen versucht hat, war eben der Cole, aber war auch wie die allgemeine mitschwingende Sozialkritik, die sie haben wollten, ziemlich plump dann einfach schnell mit einem Satz hingeworfen und fertig. Genau, so ist. Fand ich ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, also für mich Highlight der Dr. Maybrook, den fand ich cool, den fand ich sympathisch, der hat eine sympathische Ausstrahlung, hat auch so ziemlich den coolsten Auftritt, wenn er operieren darf. Das stimmt, ja. Aber ansonsten nicht, ist halt vor allem also er ist ja insgesamt nicht lang, glaube ich. Er hat so 96 Minuten. Irgendwie so, aber er fühlt sich halt durch diese zähe Aufbauphase, da wo die Figuren eigentlich ganz schön viel Raum kriegen, theoretisch, die aber überhaupt nicht nutzen, fühlt er sich halt irgendwie über 120 Minuten. Und das ist halt einfach kacke. Das stimmt, ja. Und man hätte halt einfach, man baut dann ein paar Kills ein am Anfang und dann zeigt man es nicht gescheit oder sie sind stinke langweilig. Ja, Mann. Oder dann überhaupt nichts zum Rest vom Film dazu, weil die Anfangsszene, die ist dann völlig egal eigentlich. Das ist einfach so mal schnell passiert, ist alles gut. Aber wenn wir schon die ganze Zeit so viel schimpfen, könnte man eigentlich schon langsam in unsere Tops und Flops schwenken, oder? Weil recht viel mehr gibt der Film für mich gar nicht her zum Verzeihen, außer du hast noch ein ganzes Portfolio an verrückte Infos dabei. Nein, also ich darf das dann langsam anfangen, dass ich mit dem Kreistrauen wieder über das schimpfe, was ich mit dem ich angefangen habe. Ja, bei mir genauso. Darum glaube ich, ist gar nicht so verkehrt, wenn wir schon langsam einmal, um uns nicht nur zu wiederholen, was uns alles genervt hat, versucht man so mal in die Tops und Flops einzubauen. So, jetzt muss ich Tops suchen, ganz verkrampft. So jetzt das Top. Ja, das Top ist eigentlich dann, wo es mit der Maisfeld-Szene losgeht, wo ein bisschen Pep in das Ganze reinkommt, wo er mit der Armbrust auftaucht. Das ist so ein halbes Top, weil es wird dann ja irgendwie auch nicht so richtig konsequent geil weitergezogen, sondern ist eher so ein kurzer Moment und man hat so viel ja schon im Trailer gesehen, was auch wieder scheiße ist. Also das ist so mein angetopptes Element. Aber ein bisschen angetoppt, ja. Das kenne ich. So richtig Volltop gibt es eigentlich nicht. Genau. Ich bleibe los dabei. Okay, und der Flop? Der ganze Film. Die Charaktere, das darfst du nicht, such dir was aus jetzt. Ich nehme die Charakterzeichnung, die ist einfach richtig kacke. Also die ist richtig, richtig schlecht. Das stimmt, ja. Die sind wirklich grausam. Ja, dann mache ich mein Top. Mein Top ist die kurz angeschnittene Szene mit dem Dr. Maybrook bei der OP. Das fand ich richtig gut, wenn es dann heißt, scheiß auf den hippokratischen Eid. Und ihm dann noch den Tipp gibt, wie er überleben kann. Und dann, Mann, ich hab's ja auch gesagt, was das ist. Das fand ich eigentlich so die einzige Szene, die wirklich auch so auf dieser Fansblätter-Ebene funktioniert hat, weil es klar hast müssen, weil es einfach geil dämlich war und wie sie er verheult. Da hätte ich gern mehr davon gehabt. Und mein Flop, dass ich auch nice sage, ist dann die angesprochene Szene von dir mit diesem Feld-Ding, wenn dann der Friendo kommt mit der Armbrust, weil dann hat man ja noch so einen kleinen Twist, sage ich mal, dabei. Aber was mich da dann so richtig nervt, wie krass viel Potenzial das er verschenkt, weil es ist eine riesige Party mit Jugendlichen und da kann man halt so eine richtige geile Fansblätter-Orgie draus machen. Und was da machen, wir konzentrieren uns nur gerade wieder auf die 5 Hans Wursten, die wir davor schon die ganze Zeit verfolgt haben. Ja, genau. Da fängt er ein bisschen so, dass er einen Regler auftrat und dann ist es so bei 3, 4 und kurz vor 5 trat er wieder zurück. Ja, genau. Und wir hätten aber noch 5 Volume-Punkte. Die gibt uns einfach nicht. Er bringt ja noch 1 oder 2 Mal einfach so um. Ja. Sagst ja, warum haben wir jetzt die noch sterben müssen und die anderen interessieren die dann nicht? Ja, finde ich schon. Die anderen kommen dann einfach so random ins Beutel. Die hast du vorher nie gesehen, kein Mensch weiß, wer das ist, dann stehen ganz kurz da, sterben und
dann geht's wieder zur nächsten Szene. Also es ist ganz... Das darf man zurück machen. Ich mag das, wenn einfach so aus dem Nichts irgendwelche Leute noch nebenbei draufgängen, solange das geil gemacht ist. Aber das ist halt also langweilig umgesetzt gewesen. Ja, voll. Da hätte man so ein richtig schönes Blutbad anrichten können, das richtig schön spaßig geworden war in der Hütte drin mit diesem komischen Rave und die ganzen Jugendlichen. Aber nein, was da wir verfolgen die anderen Idioten, wie sie sie irgendwie durch die Auchegrube durchzwicken wollen. Ja, genau. Aber naja, was sei es drum, jetzt haben wir keine Regisseure, die werden schon wissen, warum sie es so tun. Genau so ist. Wie schaut's mit unserem Triple Threat aus, hä? Haben wir mir Titties gehabt? Na. Keine Titties. Tote Tiere haben wir auch nicht gehabt, oder? Oh. Und natürlich auch keine Trompete, denn es ist ja ein jugendfreier Horrorfilm. Slasher. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich auch meine Letterboxd-Bewertung nochmal überarbeiten muss. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also als erstes nehme ich mir die 2, die versehentlich gehen wir weg. Dann revidiere ich die 3 Minus vom Anfang, weil ich jetzt so richtig in Rage geredet habe. Und jetzt sage ich, ich gebe 4 Minus. Lass dich nicht von deinen Emotionen so leiten. Doch, man muss immer maximal subjektiv und emotional ansehen, die Kritik mal gehen. Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen. Ja, gar so schlimm finde ich es nicht. Ich finde jetzt auch nicht super gut. Was haben wir denn gegeben auf Letterboxd? Ich glaube, ich habe ihm gegeben eine 3. Was habe ich ihm gegeben? Ja, eine 3 habe ich ihm gegeben. Ich glaube, ich korrigiere das Ganze auf eine 2,5. Die kriegt er von mir, die 2,5. 2,5 Punkte von 5, oder nicht Schulnoten? Ja, genau, 2,5 Punkte, weil er absolut mittelmäßig ist. Ja, bei mir ist es Schulnote. Muss ich auch 2,5 geben quasi. Ja, passt. Geben wir mal mittelmäßige 2,5. Sehr schön. Ja, dann haben wir unsere Clowns durchs Kornfeld durchgeschmatzt. So ist. Und können wir uns auf die nächsten Kram konzentrieren, die wir uns im Kino anschauen, oder? Ja, bin gespannt, was uns da erwartet. Wir haben ja schon ein paar heiße Fäden in Nähkästchen. Ja, so heißt das Sprichwort. So ungefähr. Wer kennt's nicht? Ich habe heiße Fäden im Nähkästchen, aus denen ich dann ab und zu plaudere. Ich glaube, dass wir schon noch 1, 2 Filmchen für euch besprechen werden. Definitiv. Seppi, schön, dass du dabei warst. Ja, hat mich auch massig gefreut. Das ist zauberhaft. Müssen wir öfter ins Kino gehen, dass wir gleich wieder Kassetten aufnehmen können miteinander. Unbedingt. Vielleicht zu einer bisschen christlicheren Zeit, aber gern. Ich schluck die ein, du scheiß alter Mo. Oder du scheiß kleines Kind, ich weiß nicht. Beides, Mischung vorbei. Benjamin Button-Style. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt einmal, wer den Film auch schon gesehen hat oder dann gesehen haben wird, sagt mir, was ist da für heute? Vielleicht hat er auch das Bier gelesen und kann uns einen kleinen Vergleich in die Kommentare reinschreiben. Würde mich interessieren, was die Leser dazu sagen. Leider haben wir mir die Bier nicht gelesen, weil sonst hätten wir mal wieder cool machen können und sagen können, das Bier war viel besser als der Film. Ja, das muss man unbedingt mal wieder machen können. Ja, unbedingt. Ich muss jetzt da nochmal schauen, welche Filme das laufen, ob irgendwann auf einem Buch basiert, weil ich mag da schon wieder cool machen, wenn irgendjemand drüber redet, dass man dann immer sagt, das Bier war viel besser als der Film. Das weiß jeder, heute beschissenes Maul, du Hurensohn. Naja. Seppi, du darfst dann Corby sein Part übernehmen. Der da wie lautet? Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Genau. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Das hast du gut gemacht. Nicht von Kettle Springs. Den wollte ich sagen, aber ich kann ja gar nicht sagen, weil ich muss ja beide Parts dann sagen. Verdammt. Das geht nicht. Und wenn ich dabei bin, dann bleibt das mein Part, du Schwanz. Das stimmt. Ich wollte ja sauber eine Blutgrätsche verpassen. Das wirst du dann schon sehen, weil du kriegst von mir im echten Leben. Und zwar mitten ins Steißbein. Ich glaube, dass du sauber ins Schieber grätscht und dann während die zusammenfallen noch sauber ins Zacke haust, so wie dir, Schatz. Definitely. So ist es. Macht es gut und auf Wiederhören. Servus.